Sehr geehrte Damen und Herren, egregi signori e gentili signore, werte Ehrengäste, benvenida si benveni tot la Chastel Tirol. Mein Name ist Nicole Abler und es ist mir eine große Ehre, Sie heute durch die Veranstaltung begleiten zu dürfen. Heute am 5. September feiern wir den Tag der Autonomie hier im ehrwürdigen Rittersaal des Schlosses Tirol unter dem Motto Sonderautonomien, Werte für die Zukunft, autonomie speciali, valori per il futuro, autonomie speciales, valors per lo demì. Innanzitutto vorrei presentarvi i 4 giovani musicisti del quartetto d'arco del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano. Ai violini Agnese Panarati e Filippo Pedrotti, alla viola Simone Donato e al violoncello Alina Lunakovic. Das Streich, ein Applaus. Das Streichquartett wird uns in den kommenden 1,5 Stunden musikalisch mit Werken von Mozart und Ezio Bosso begleiten. Bevor wir nun in die Thematik der Sonderautonomien unter beiden Diskussionsrunden eintreten, gestatten Sie mir einen kurzen Blick in unsere Geschichte zu den 4 Herren an meiner Seite. Wir reisen dazu zurück ins Jahr 1317. Landesfürst Herzog Heinrich verlieh damals 7 Männern aus dem Passaiertal ein einzigartiges Privileg. Freiheit von Steuern, verbunden mit der Pflicht, zu Pferd für Tirol und vor allem eben für Tirol ins Feld zu ziehen. Diese Frauenbauern, die sogenannten Schildhofbauern, stehen für Verantwortung, Wehrhaftigkeit und vor allem auch gelebten Bürgersinn. Aus ihrem Vermächtnis entstanden die Passauerer Schildhofhöfe. Ein markantes Kapitel unserer Landesgeschichte und ein lebendiges Symbol für Eigenständigkeit und Zusammenhalt, das bis heute auch vorwährt. Gerade am Tag der Autonomie erinnert uns dieses historische Vermächtnis daran, dass Eigenständigkeit auch stets mit Verantwortung verbunden ist. Und nun, geschätzte Damen und Herren, möchte ich unseren Landeshauptmann Arno Kompatscher auf die Bühne bitten, um diesen besonderen Tag und vor allem auch seine Bedeutung für unser Land zu würdigen. Herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen auf Schloss Tirol, benvenuti qui al Castel Tirolo. Innanzitutto poi devo improvvisare un po' perché noto adesso che manca qualcosa per appoggiare. Es fehlt also ein Pult. Kollege Landeshauptmann Maurizio Fugatti wird uns noch in Kürze erreichen. Wie vielen ist es ihm so ergangen, dass heute der Verkehr ihn wohl etwas eingebremst hat. Deshalb begrüße ich zunächst den Präsidenten des Südtiroler Landtages Arnold Schuler. Saluto la Sua Eccellenza, il Commissario del Governo Vito Cusumano. Ich darf den gastgebenden Bürgermeister der Gemeinde Tirol, Christoph Bircher, begrüßen. Genauso den Landeshauptmann außer Dienst, Luis Durnwalder, den Herrn Generalkonsul der Republik Österreich, Wolfgang Strohmeier, die Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland, Nathalie Schweizer. Und es freut mich auch, weitere Vertreter von Regionen zu begrüßen. Saluto il rappresentante del Governo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'assessore Pierpaolo Roberti. Saluto in rappresentanza del Governo della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Stefania Fanizzi. E naturalmente saluto tutte le autorità che rappresentano, enti autonomi e territoriali. Ich darf die Senatoren und Kammerabgeordneten hier begrüßen, namentlich Renate Gebhardt, Dieter Steger, Gigi Spagnoli. Ich darf die Mitglieder der Landesregierung begrüßen. Saluto i colleghi membri della Giunta Provinciale. Alle Landtagsabgeordneten, die heute der Einladung Folge geleistet haben. Adesso ci raggiunge il collega Fugatti. Grazie, Maurizio. Und natürlich saluto in particolar modo i rappresentanti delle forze dell'ordine, della giustizia, di tutte le amministrazioni anche statali, der Wissenschaft, der Verbände, der Medien.
Vielen Dank, dass Sie heute alle hier sind und ich denke, Sie sollten sich jetzt alle und unter Autonomie einen Applaus spenden. Un applauso a voi tutti per la vostra presenza. Saluto ovviamente anche chi oggi relazionerà in questo convegno, in questo Moment, während an der Tagung teilnimmt, Frau Professorin Esther Happacher, die Vorsitzende der Selbstverwaltung der Ungarndeutschen Olivia Schubert, die Vorsitzende des Clubs der slowenischen Studentinnen und Studenten in Wien, den Herrn Vertreter der Ladinischen Gemeinschaft, Heinrich Huber, die Übersetzungswissenschaftlerin Marlies Alber und Frau Katharina Krepatz von Eurac Research. Sie werden anschließend neben den Vertretern der Autonomien an einen der beiden Podiumsrunden teilnehmen. Danke dafür, dass Sie hier sind. Der Tag der Autonomie. Ich möchte eingangs hier einige Worte dazu sagen. Io terrò il mio discorso adesso in lingua tedesca perché mi hanno spiegato che saltare da una lingua all'altra complica più la vita non solo a chi fa il servizio di traduzione ma anche a chi deve mettersi e togliersi le cuffie. Per questo motivo il discorso mio sarà in lingua tedesca, poi comunque parteciperò nel primo gruppo di lavoro dove parteciperò nell'altra lingua, la lingua italiana. Ja. Der Tag der Autonomie ist für uns natürlich jedes Jahr ein Anlass, zurück, aber auch nach vorne zu blicken. Zum einen tun wir gut daran, uns daran zu erinnern, welches die Grundlage für unsere Autonomie ist, eben ein völkerrechtlicher Vertrag. Und zum Zweiten ist es gut, dass wir uns erinnern, was der Daseinszweck unserer Autonomie ist, eben der Schutz der sprachlichen und kulturellen Minderheiten. Der Tag der Autonomie ist aber gleichzeitig mit Sicherheit auch Gelegenheit, die aktuelle Situation zu beleuchten und über mögliche künftige Herausforderungen zu sprechen. Wir tun dies heute unter anderem in den zwei genannten Gesprächsrunden, in denen wir den Blick eben auch etwas über unseren eigenen Südtiroler Tellerrand hinauswerfen wollen. Schauen, wie es einerseits in Italien um die 5 oder 7, je nach Zählung, Sonderautonomien bestellt ist, wenn man die 2 autonomen Provinzen separat zu den 5 Regionen zählt, als Erklärung, ja, deshalb 5 oder 7. Und zum anderen aber, wie es mit dem Thema Minderheitenschutz überregional und international auch aussieht. Ja, diese 2 Podiumsdiskussionen werden wir heute haben und ich freue mich schon auf spannende und interessante Debatten und danke noch einmal den Teilnehmern, dass sie heute hier mitdiskutieren. Meinerseits will ich im Sinne vielleicht eines einleitenden Impulses für die beiden Podiumsdiskussionen die Lage in Südtirol hinsichtlich dieser beiden untrennbaren Facetten unserer Autonomie ein bisschen erörtern. Die beiden Facetten, die 2 Seiten ein und derselben Medaille sind, der Minderheitenschutz im engeren Sinne und die lokale Selbstverwaltung, die ja auch natürlich dem Minderheitenschutz letztlich wieder dient, als zweites Element. Zum Minderheitenschutz. German-speaking inhabitants will be assured. Also den Deutschsprechenden wird versichert, oder sie genießen, wie es übersetzt worden ist. Der Pariser Vertrag lässt also keinen Zweifel darüber, warum wir diese Autonomie haben und welchen Zweck sie hat. Es geht um den Schutz der Minderheit und ja, German-speaking inhabitants, wir wissen es, die Ladiner sind im Pariser Vertrag nicht explizit genannt, aber sie sind in der Umsetzung des Pariser Vertrages dann auch entsprechend mit berücksichtigt worden und nicht nur mit gemeint, ja, sondern mit berücksichtigt. Aus diesem Grund, weil es eben um Minderheitenschutz geht, enthält unser Autonomiesystem, und mit Autonomiesystem meine ich das Autonomiestatut, die Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut, die ja ebenfalls staatliche Normen sind, aber auch die landesgesetzlichen Bestimmungen. Unser Autonomiesystem enthält neben den Bestimmungen zu lokaler Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis eben auch eine ganze Reihe von Mechanismen und Instrumenten für den Erhalt der Sprache, der Kultur
und wie es der Pariser Vertrag sagt, des Ethnical Character der Minderheiten. Zu nennen sind mit Sicherheit der muttersprachliche Unterricht, die Zwei- bzw. Dreisprachigkeit in der öffentlichen Verwaltung als Voraussetzung für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst, der Sprachgruppenproporz bei der Zuweisung nicht nur der öffentlichen Stellen, sondern auch bei der Besetzung von öffentlichen Organen und Kommissionen, die Sicherstellung der auch nach Sprachgruppen gerechten Verwendung der Haushaltsmittel, die Abstimmung nach Sprachgruppen bei möglicher Beeinträchtigung der Volksgruppenrechte im Landtag, die Ansässigkeitsvoraussetzungen für die Ausübung des Wahlrechts, um nur einige wesentliche Bestimmungen zu nennen. Die sind uns hinlänglich bekannt. Aber wir können heute, nach fast 80 Jahren, nächstes Jahr werden es 80 Jahre sein, nach der Unterzeichnung des Pariser Vertrages und mehr als 50 Jahre nach Inkrafttreten des zweiten Autonomiestatuts mit Freude und Genugtuung feststellen, dass diese Instrumente, diese Schutzmechanismen funktioniert haben. Dass Sprache, Kultur und ethnische Eigenart der deutschsprachigen und ladinischen Volksgruppen bewahrt worden sind und dass es eben nicht zur befürchteten Assimilierung gekommen ist. Unsere Autonomie gilt deshalb heute weltweit als eines der wenigen Beispiele für erfolgreichen Minderheitenschutz und auch als Beweis dafür, gerade in der heutigen Zeit, denke ich, aktuell, auch als Beweis dafür, dass eine dauerhafte Befriedung eines Mehrheits-Minderheitenkonfliktes auf Basis des Völkerrechts möglich ist. Deshalb gibt es bereits seit langem ein ganz großes internationales Interesse an unserer Autonomie und jedes Jahr viele Delegationen, die nach Südtirol kommen, um sich zu informieren. Ich danke in diesem Zusammenhang der EURAG im Besonderen für die Arbeit, die in diesem Zusammenhang geleistet wird. In diesem Sinne und für diesen Zweck wird im geplanten Bibliothekszentrum, in dem sich das friedliche Zusammenleben und Wirken der Kulturen ja auch quasi symbolhaft und konkret manifestieren soll, die Bücher der verschiedenen Sprachen, die gemeinsam dort Raum und Platz finden, aber auch die Menschen, die sich dort begegnen. Also in diesem Bibliothekszentrum soll auch ein Dokumentationszentrum zum Thema globaler Minderheitenschutz und Beispiel Südtirol entstehen. Und derzeit ist eine Arbeitsgruppe unter der Beteiligung auch von Vertretern der Vereinten Nationen dabei, das entsprechende Konzept zu erarbeiten. Auch mit der Absicht, künftig eine dauerhafte Zusammenarbeit mit dem Hochkommissariat für Menschenrechte, das in der Organisation der Vereinten Nationen ja auch für den Minderheitenschutz zuständig ist, zu etablieren. Wir kommen aber heute an diesem Tag auch nicht umhin festzustellen, dass diese vorhin genannten Minderheitenschutzmechanismen im Laufe der Jahrzehnte aufgrund sich laufend ändernder Rahmenbedingungen, gesellschaftlicher, politischer, rechtlicher Entwicklungen immer wieder angepasst werden mussten. Stichwort können wir nennen, die EU-Konformität war sicherzustellen einiger Mechanismen, ja, beispielsweise in Bezug eben auch auf die Niederlassungs- und Bewegungsfreiheiten in Europa oder die Anpassung an gesellschaftliche Entwicklung. Wir können hier die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung nennen, ja, wo es ja dann aufgrund der Neuerung möglich wurde, sich auch nur zuzuordnen im Sinne des Systems und nicht als zugehörig zu erklären. Insbesondere, und das ist aktuell bei uns großes Thema, vielleicht auch Gegenstand danach, ist es auch immer wieder notwendig gewesen und zurzeit notwendig, Schutzbestimmungen wie den Proporz und auch das Prinzip der Zwei- bzw. Dreisprachigkeit im öffentlichen Dienst anzupassen, in dem Sinne, dass es Übergangs- und Ausnahmeregelungen braucht, damit essentielle öffentliche Dienste noch gewährleistet können. Das macht die Entwicklung am Arbeitsmarkt notwendig. Wenn niemand von dieser Sprachgruppe oder mit dieser Qualifikation da ist, der Dienst aber erbracht werden muss, was tun wir da? Wir haben diese Änderungen jüngst beschlossen, in der Überzeugung, dass sie so sein müssen, dass die Ausnahme die Regel nicht nur bestätigt, sondern sogar bestärkt. Und das tut sie, wenn es eine klar definierte, nur für bestimmte außerordentliche Situationen abgegrenzte und jedenfalls zeitlich befristete Ausnahme darstellt und das klar normiert wird. Das ist unsere Vorgangsweise.
dann haben wir Lösungsmöglichkeiten, die das Grundsystem bestätigen. Fazit: Die Regelungen und Schutzmechanismen zum Minderheitenschutz bei uns haben sich als wirksam erwiesen. Es bleibt aber eine ständige Aufgabe, sie laufend instand zu halten und neue, geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Und zwar so, das will ich noch einmal betonen, dass deren Zielsetzung und Wirksamkeit auf keine Weise beeinträchtigt wird. Zweites zum Zustand der Autonomie im Sinne der regionalen Selbstverwaltung. Nochmal, das ist auch wieder natürlich eine Notwendigkeit, damit Autonomie als Minderheitenschutz funktionieren kann. Minderheitenschutz im engeren Sinne, Selbstverwaltung zum Zwecke des Minderheitenschutzes. Unsere Autonomie im Sinne der Selbstverwaltung hat nachweislich dazu beigetragen, dass sich Südtirol im Laufe der letzten Jahrzehnte vom Armenhaus zu einer der prosperierendsten Regionen Europas gewandelt hat. Die kluge Nutzung, neben dem Fleiß der Menschen, das muss ich dazu sagen, also der Fleiß der Menschen war sicher maßgeblich, aber auch die kluge Nutzung der autonomen Zuständigkeiten mit Errichtung von Infrastruktur, dem Aufbau von öffentlichen Diensten, von Arbeits- und Wohnmöglichkeiten, genauso wie von kulturellen und gesellschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten, insbesondere auch im ländlichen Raum, also überall im Land, hat dazu geführt, dass wir in den europäischen Statistiken, Eurostat ist zu nennen, bei den allermeisten Rankings ziemlich weit vorne zu finden sind. Wir haben in den letzten Jahren auch Rekordhaushalte schreiben können. Das ist natürlich der guten wirtschaftlichen Entwicklung und dem Fleiß zu verdanken. Und das ist auch gut und wichtig, denn wir brauchen diese Mittel. Einmal natürlich, um jetzt die Löhne an die heutige Situation anzupassen. Ich komme von der Lehrertagung, Sie wissen, wovon ich spreche. Ja, natürlich brauchen wir diese Mittel und das sage ich im vollen Ernst auch dafür. Aber auch um die notwendige Investitionskraft zu haben, den Wandel zu gestalten. Und zwar im Sinne einer Weiterentwicklung, einer wettbewerbsfähigen und gleichzeitig ressourcenschonenden Wirtschaft zum einen, Stichworte Digitalisierung, Forschung, Entwicklung, Energie- und Mobilitätswende, aber ebenso auch für die Sicherstellung und den Ausbau von Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsleistungen im Sinne einer chancengerechten und solidarischen Gesellschaft. Das ist der Zweck auch dieser lokalen Selbstverwaltung. In diesem Zusammenhang darf ich mit Freude darauf hinweisen, ich habe vorhin mit Dieter Steger darüber gesprochen, dass die aktuellen Gespräche mit Rom auch Ausdruck dieser erlangten Finanzautonomie sind. 2014 haben wir diesen Sicherungspakt abgeschlossen und das ist der Grund, warum wir jetzt geladen werden, wenn die Regierung plant, am Steuersystem Hand anzulegen mit Auswirkungen auf unseren Landeshaushalt. Es gilt nämlich, und das hat in den letzten Jahren dazu geführt, unter anderem auch, dass es diese guten Haushaltsentwicklungen gibt im Land, es gilt jetzt das Prinzip, keine einzigen Angriffe des Staates in die Kassen des Landes, Änderungen nur im Einvernehmen. Seit der Streitbeendigungserklärung 1992 konnte auch Südtirols Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis ständig weiterentwickelt und ausgebaut werden. Die wichtigsten Stichworte, das sind nur einige, sind natürlich Straße zum Land, Schulen zum Land, Zuständigkeit für die Energieerzeugung mit Wasserkraft, ich denke, und viele andere mehr. Gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass auch schon unmittelbar nach Abgabe der Streitbeendigungserklärung durch die Republik Österreich es immer wieder Urteile des Verfassungsgerichtshofes gegeben hat, die mit einer zentralistischen Auslegung unsere Autonomie einschränkend interpretiert haben. Wohlgemerkt, unsere Gesetzgebungs- und Verwaltungsautonomie, man kann feststellen, dass die Schutzmechanismen als solche in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nicht in Frage gestellt worden sind und auch nicht geschmälert worden sind. Insbesondere diese Gesetzgebungsgrenze der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik ist immer wieder herangezogen worden, um unsere Bestimmungen oder unsere Möglichkeiten, unsere Spielräume auch einschränkend auszulegen.
Dieser Trend der zentralistischen Rechtsprechung hat sich ja bekanntlich dann nach der Verfassungsreform 2001 deutlich verstärkt. Das ist viel schlimmer geworden. Und auf diese Weise ist eigentlich der Sinn dieser Reform, das war ja eine föderalistische Reform, vom Verfassungsgerichtshof ins Gegenteil gekehrt worden. Wohl auch, weil ein Vertrauen in den Regionalismus oder eine Kultur der Subsidiarität leider grundsätzlich fehlt. Ja, Italien hat diese Tradition nicht. Und es ist ja postuliert worden, ist ein Urteil, dass die staatlichen Kompetenzen, die ja weniger wären als vorher, aber Querschnittscharakter hätten. Das ist ein Novum und das ist auch auf Südtirol angewandt worden. Und somit sind wir hier, trotz Besserstellungsklausel, ausdrücklicher Besserstellungsklausel, letztlich in Mitleidenschaft gezogen worden oder unsere autonome Gesetzgebungsbefugnis ist es. Ja, und jetzt kommen wir an den aktuellen Punkt. Dank und auf Grundlage der programmatischen Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni haben wir nun die Chance, die Südtirol zustehende Gesetzgebungsautonomie über eine Anpassung des Autonomiestatuts mittels Verfassungsgesetz wiederherzustellen. Insbesondere der in der Regierungserklärung enthaltene Verweis auf die Standards, die zur Abgabe der Streitbeendigungserklärung durch die Republik Österreich geführt haben, ist auch insofern bemerkenswert, dass er einen ausdrücklichen Bezug auf den völkerrechtlichen Charakter unserer Autonomie und die damit einhergehende Schutzfunktion Österreichs herstellt. Das können wir am heutigen Tag der Autonomie anlässlich des Gruber de Gasperi-Abkommens feststellen. Genau in diesem Sinne wurde im Zuge der Reformverhandlungen auch die beim Treffen Meloni-Nehammer-Kompatscher vereinbarte Übermittlung des Reformtextes nach der ersten Lesung in beiden Kammern des Parlaments bestätigt. Das wird erfolgen, in diesem Geiste und in diesem Sinne. Wir werden heute in der Podiumsdiskussion hoffentlich auch die Möglichkeit haben, über die einzelnen oder einzelne Reformaspekte zu sprechen. Diese ist ja auch, und ich blicke zu den Mitdiskutanten, für die anderen Regionen mit Sonderstatut in Italien relevant, weil sie ist mehrfach auch von namhaften Regierungsvertretern quasi unser Entwurf als Pilotprojekt, als Pilotverfahren, als Türöffner bezeichnet worden. Abschließend lassen Sie mich an dieser Stelle nur auf einen Aspekt dieses Reformvorhabens hinweisen, der bereits Gegenstand verschiedenster Betrachtungen war. Die Einvernehmens- bzw. Autonomieniveaussicherungsklausel. Wenn auch nicht, wie von uns ursprünglich vorgeschlagen, ein komplettes und unbedingtes Vetorecht der Landtage gegen ein parlamentarisches Verfassungsgesetzverfahren erreicht worden ist, natürlich hatten wir das vorgeschlagen. Wir sollen Stopp sagen und dann ist Stopp. So bedeutet die geplante Neuformulierung des Artikels 103 dennoch eine erstmalige, auch innerstaatliche Absicherung der bereits anerkannten Autonomiestandards. Ich betone erstmals auch innerstaatliche. Die völkerrechtliche wird durch diese Regelung ja in keiner Weise berührt, die bleibt. Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch der von den Ministern Calderoli und Casellati unterzeichnete Begleitbericht zum Verfassungsgesetzentwurf. Ich zitiere jetzt auf Italienisch, proseguo in italiano. La lettera Q reca modificazioni all'articolo 103 terzo comma dello Statuto che disciplina la procedura di modifica dello Statuto speciale, rispetto alla quale si prevedono l'introduzione dell'intesa sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione e la deliberazione sull'intesa da parte dei consigli regionali e provinciali a maggioranza assoluta nel termine di 60 giorni. Si stabilisce altresì che, qualora l'intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, le Camere possano adottare comunque le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, und jetzt fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti. Und weiter, e continua la relazione illustrativa, è infatti evidente che le modificazioni dello Statuto speciale non potranno intaccare i livelli di autonomia già riconosciuti alla Regione e alle province autonome.
In particolare rimangono fermi i livelli di autonomia correlati alla quietanza liberatoria rilasciata dall'Austria l'11 giugno 1992. Dies im Dokument der Regierung, das diesen Gesetzestext begleitet. Ich denke, ein Kreis schließt sich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie mille Presidente, la pregherei di rimanere sul palco e di prendere posto, dato che adesso inizieremo con la prima tavola rotonda dal tema Autonomia in transizione, le speciali tra riforme ed identità. Diamo il benvenuto ai seguenti ospiti. Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento. Pierpaolo Roberti, Assessore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Stefania Fanizzi, Segretario Generale della Regione Autonoma Val d'Aosta. E il host Esther Happacher, professoressa all'Istituto di Diritto Italiano presso l'Università di Innsbruck, che condurrà questa tavola rotonda. A lei la parola. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute die Ehre und die Freude habe, diesen runden Tisch ein wenig zu moderieren. Ich glaube, die Anwesenden brauchen nicht viel Moderation, vielleicht den einen oder kleinen anderen Input von meiner Seite. Ich darf vielleicht zu Beginn ein paar einleitende Bemerkungen meinerseits stellen. Für mich ist es zweifelfrei, dass die Sonderautonomie ein Verfassungsprinzip ist. Ja? Es spiegelt viele Werte der italienischen Verfassung wider: pluralistische Demokratie, die Anerkennung, die Berücksichtigung der Diversität, der Einheit, eine möglichst umfassende Selbstverwaltung für ein Gebiet und für seine Bevölkerung, Entscheidungen nahe den Bürgerinnen, Prinzip der Subsidiarität. Und es ist vor allem die Autonomie, die Sonderautonomie, ein notwendiges Instrument, damit die Unterschiede, die der Republik Italien, wie so viele andere Staaten auch kennzeichnen, berücksichtigt werden können und beachtet werden können zum Wohle der Gesellschaft. In Italien spricht man hier auch von dem Prinzip der materiellen Gleichheit. Natürlich, ein wesentliches Element der Sonderautonomie, das haben wir auch vorher gehört, ist die Frage der Ausstattung mit Kompetenzen gegenüber der zentralen Ebene. Warum? Dadurch ist es möglich, öffentliche Politiken umzusetzen, im Sozialen, in der Bildung, in der Wirtschaft. Ohne Kompetenzen, die möglichst umfassend sind, kann das sonst nur Stückwerk bleiben. Ich muss hier aber immer auf das Wohl der Menschen abzielen. Lassen Sie mich sagen, Kompetenzen werden manchmal ein bisschen so hingestellt, es geht nur um die Macht, um ein Feilschen, Materien, Funktionen. Ich glaube, es geht hier vor allem auch darum, dass man eine möglichst sichere Basis hat für das, was die Autonomie auch kennzeichnet, nämlich die Bereitschaft und den Willen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das Land und die Leute. Und dabei auch allen Herausforderungen, die der Wandel in der Gesellschaft, in der Welt mit sich bringt, zu begegnen. Autonomie stellt also die Menschen in den Mittelpunkt. Ich gebe zu, es ist manchmal sehr schwer erkennbar in allen rechtlich-technischen Regeln und Diskussionen. Es wäre auch eine Aufgabe der Autonomie, das den Bürgern und Bürgerinnen näher zu bringen, dass es hier um die Menschen geht. Es ist also auch ein Ausdruck für eine Gemeinschaft, die sich mit der Selbstverwaltung, der Übernahme von Verantwortung identifiziert, wenn Sie so wollen, Ausdruck für eine autonomistische Identität. Und ein wesentlicher Faktor einer solchen Identität ist, dass ich eine Kultur der Autonomie pflege. Eine Kultur der Autonomie, die die Herausforderung annimmt, sieht, ihnen begegnet, die Reformen aufnimmt, manchmal auch unter widrigen Umständen, die dynamisch ist, die jede noch so geringe Gelegenheit, und hier darf ich Silvius Magnago erwähnen, die Blumen am Wegesrand, die also jede noch so kleine Gelegenheit
wahrnimmt und vielleicht auch versucht, solche Möglichkeiten zu schaffen, um die Autonomie zum Wohle aller voranzubringen. Danke, dass Sie mir zugehört haben, und damit möchte ich jetzt schon in unsere Discussione einsteigen. Desidero iniziare, se posso, col Presidente Fugatti. Presidente, lei che è alla guida di una provincia autonoma e che vive quotidianamente questa autonomia speciale di cui stiamo parlando oggi a livello esecutivo politico, ma anche a livello legislativo come membro del Consiglio provinciale, come definirebbe lei l'identità autonomistica del Trentino e il suo ruolo per un'autonomia che è orientata verso il futuro? Quali sono, secondo lei, elementi, strumenti che definiscono questa identità autonomistica trentina? Bene, innanzitutto buongiorno, saluto il Presidente Kompatscher, lo ringrazio per l'invito, saluto tutte le autorità, le tante autorità che vedo presenti oggi qua. E stamattina siamo qua, oggi pomeriggio saremo a Trento alle 17 perché noi svolgiamo lo stesso evento presso il Consiglio provinciale a Trento, sarà presente anche il presidente Kompatscher, e quindi le tematiche che andiamo a toccare oggi hanno una loro comunanza, pur ovviamente nelle loro differenziazioni, e venendo alla sua domanda, a me viene in mente un po' una particolarità che aveva Alcide De Gasperi da sempre. Quando Alcide De Gasperi trentino, e quando noi appartenevamo all'impero austro-ungarico, lui all'interno dei parlamenti dell'impero austro-ungarico lavorava per l'autonomia del Trentino. Una volta poi che c'è stato prima il regime fascista e poi la Repubblica Italiana, lui all'interno del Parlamento italiano lavorava per l'autonomia del Trentino. Al centro c'è sempre stata questa forte vocazione autonomista che ha radici in Trentino, in quello che era il Principato Vescovile. Da noi ci sono istituzioni che hanno radici secolari, territoriali, legati ai valori dell'autonomia. E quindi ovviamente l'accordo De Gasperi-Gruber, che bene ha citato prima il presidente Kompatscher, e ovviamente la nostra autonomia nasce da lì, però ha radici che vanno indietro nel tempo. È un po' quello che sicuramente alcuni di voi si ricordano che interpretava l'ASAR, l'Associazione Studi Autonomistici Regionali nel dopoguerra, che metteva insieme quei valori che appartengono alla comunità trentina con lo spirito autonomista, al di là anche delle appartenenze politiche e partitiche. Cioè era un movimento trasversale che aveva alla base lo spirito autonomista del Trentino. Io credo che quei valori che venivano rappresentati prima nel Principato Vescovile e poi oggi in questo particolare momento hanno una radice storica comunitaria e popolare, molto popolare del nostro territorio, che hanno alla base l'autonomia. Oggi come ci dobbiamo muovere? Oggi ovviamente il Presidente Kompatscher ha già narrato quali sono i percorsi che abbiamo portato avanti per la riforma dello statuto, cercando di venire di risolvere le problematiche che la Corte Costituzionale ha nel tempo creato. Però questa nostra caratterizzazione autonomistica è una caratterizzazione quotidiana, cioè noi ogni giorno nelle piccole cose e nelle grandi cose
dobbiamo sempre cercare di portare a casa qualcosa in più. Portare a casa magari è brutto come termine, ok? Però cercare di trattare in un'ottica pattizia, perché questo ci siamo sempre insegnati, e vedo anche gli ex presidenti che questo, devo dire, ci hanno sempre insegnato, che ogni giorno l'autonomia è dinamica e l'autonomia deve sì essere resiliente, ma si deve evolvere in un'ottica di rapporti con lo Stato che però devono essere molto, molto dinamici. Grazie mille Presidente anche di aver richiamato ancora una volta i valori fondanti e che i valori devono essere anche quelli della popolazione che porta e sente questa autonomia in sé. Credo che in Trentino come in Alto Adige-Südtirol questo sia proprio, diciamo, è nella nostra natura. Grazie. Io adesso vorrei rivolgere all'assessore Roberti che per la Regione Autonoma di Friuli Venezia Giulia ha una delega che è anche un'espressione dell'autonomia speciale in questo caso, cioè la delega agli enti locali. La seguente domanda. Questa delega coglie un profilo dell'entità autonomistica, secondo me, che è particolare delle autonomie speciali, cioè la materia dell'ordinamento degli enti locali dove soltanto le regioni autonome hanno la competenza legislativa. Secondo lei, il ruolo degli enti locali nell'assetto autonomistico qual è? Grazie, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto anch'io un saluto al Presidente Compacero, un ringraziamento per l'organizzazione e l'invito alla giornata di oggi, una giornata che anche per Regione Friuli Venezia Giulia è una giornata importante perché è un momento di riflessione importantissimo su una autonomia speciale che è quella dell'Alto Adige, della provincia di Trento, che per le altre autonomie è un po' un modello da seguire, in particolare per quella del Friuli Venezia Giulia, che è un'autonomia molto più giovane rispetto alla vostra, che arriva da un percorso completamente diverso. Noi nel 2023, voi vi preparate un anniversario importante il prossimo anno, noi l'abbiamo festeggiato nel 2023 ed erano i 60 anni dello Statuto d'autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, che arriva da un percorso completamente diverso, una regione composita dove, almeno questo è un elemento d'orgoglio, noi avremo una scritta in più ancora, perché le lingue ufficiali parlate in Friuli Venezia Giulia sono 4, oltre l'italiano, il tedesco, il friulano e lo sloveno. È un'autonomia speciale che nasce da motivazioni storiche drammatiche per la nostra regione, una regione che si è vista mutilata di un pezzo di territorio, che ha visto dover affrontare il tema di una città, capoluogo, che oggi, in quest'anno, in questo 2025, è capitale europea della cultura. Mi riferisco a Gorizia, capitale europea della cultura trasfrontaliera, la prima trasfrontaliera, ma che per anni è stata una città divisa in due da un confine, un territorio composito dove c'erano differenze di carattere etnico e linguistico che creavano delle divisioni. Basti pensare che fino a non molti anni fa tra la parola Friuli e Venezia Giulia c'era un trattino che simbolicamente è sparito soltanto una quindicina d'anni fa. L'autonomia è servita a questo, a far crescere, a far correre un territorio, ma anche a creare un senso di comunità unito nelle differenze, nelle diversità, nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse etnie, delle diverse lingue parlate all'interno del territorio regionale. E in questo il ruolo delle autonomie locali è fondamentale. Noi abbiamo l'ordinamento degli enti locali, ma abbiamo anche la finanza locale, che è altrettanto importante per noi, in un contesto in cui, anche questo lo possiamo dire con orgoglio, prima il Presidente Compacero parlava di un bilancio che è cresciuto enormemente nel corso degli ultimi anni. 2018, il nostro insediamento, a oggi siamo un bilancio che è cresciuto per il Friuli Venezia Giulia del 50%, frutto di una regione che cresce, ma frutto soprattutto, mi preme dirlo, ed è bene che ce lo ricordiamo tra regioni e statuto speciale, di una parola che è stata detta, è stata utilizzata dalla presentatrice che ti ha introdotto, Presidente, quando hai fatto il tuo intervento: responsabilità. Autonomia non è un privilegio e non può essere visto come un privilegio, è prima di tutto una responsabilità importantissima, perché tu puoi far crescere il bilancio e buttare via le risorse e trovarti in un momento di crisi e non sapere come fare, oppure puoi veder crescere, far crescere il tuo territorio, avere delle risorse sufficienti a bilancio ed utilizzarle per farlo correre ancora di più e far crescere quel territorio in momenti che sono particolarmente difficili. E visto che il contesto internazionale che stiamo vivendo oggi,
dalla pandemia superata alla crisi, all'invasione della Russia sull'Ucraina, fino alla crisi in Medio Oriente, che ha riflessi diretti per esempio anche sulla regione Friuli Venezia Giulia. Pensiamo a cosa è successo al porto di Trieste nel momento in cui scoppia quella crisi con gli Houthi che mettono a rischio le rotte commerciali con l'Italia. Quello è un ruolo fondamentale. E i comuni a cosa servono? Sono il tramite con noi, perché sono quelli che sono diretto a contatto con le popolazioni locali, quelle che direttamente conoscono le questioni locali, quelle che direttamente riescono a rapportarsi con la cittadinanza e farci capire quali che sono i problemi da risolvere. Nel tema delle minoranze linguistiche in modo particolare, prima dicevo 4 lingue parlate ufficialmente, ma abbiamo comuni in cui le lingue ufficiali sono 3, anzi 4 contando anche l'italiano ovviamente, perché si parlano tutte le lingue. Pensiamo a Tarvisio, la città di Tarvisio posta al confine tra l'Italia, il territorio italiano, ma il confine con la Slovenia e al confine con l'Austria, dove però si parla anche il friulano. Questo rapporto per noi è fondamentale, e pensare che soltanto nel 2019, con l'accordo con lo Stato del 2019, siamo riusciti a portarci a casa una competenza che è quella del sistema integrato, che ci ha permesso di mettere a riparo i nostri comuni da tutti i vincoli imposti dallo Stato, è un passo avanti enorme, ed è stato un passo avanti enorme, soprattutto perché prima parlavo del contesto internazionale difficile, ed è un momento dal punto di vista economico molto incerto. Poter garantire ai nostri comuni che nel caso ci fossero di nuovo delle restrizioni, che nel caso ci fossero di nuovo dei tagli, che nel caso ci fossero di nuovo dei sacrifici da chiedere agli enti pubblici, la Regione può farsi carico al posto dei comuni di quel peso a garanzia dello Stato, in modo da mettere al riparo quelle piccole comunità locali, quel piccolo comune, magari di montagna, magari dove il sindaco lavora con pochissimo personale per portare avanti la propria comunità con orgoglio, con il duro lavoro di quella piccola squadra che è intorno, potergli garantire il fatto che non dovrà vedersi tagliare il personale, non dovrà vedersi tagliare le risorse, e quindi continuare a lavorare per fare in modo che quel comune non si spopoli, che la lingua non venga perduta, che le tradizioni locali non vengano perdute, è sicuramente un elemento importantissimo per noi. Dopodiché, e chiudo perché mi sa che sono già andato oltre, dobbiamo stare molto attenti, perché il presidente Kompatscher ha parlato giustamente di tutte quelle che sono le trattative con lo Stato e dei passi avanti che sono stati fatti dal punto di vista normativo per mettere a riparo le nostre autonomie. Su questo ci possiamo lavorare, e l'obiettivo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia di essere qua oggi è anche quello di far capire ancora una volta che la Regione a Statuto Speciale e le province autonome lavorano insieme per difendere l'autonomia. Ma dobbiamo stare attenti, perché i pericoli non arrivano purtroppo solo da là, anzi molto spesso non arrivano da là perché riusciamo a fare fronte comune, arrivano da una sentenza, arrivano da un piccolo provvedimento che mette in crisi tutto, che fa passare un principio. E su questo mi permetto di guardare l'amico Maurizio Fugatti parlando di una sentenza che riguarda anche la provincia di Trento, che non c'entra niente, il tema del terzo mandato. Non è un problema, io auguro all'amico Maurizio di farne 3, 4, 5, ai trentini uguale, anzi non so se augurarti di farne 3, 4, 5, perché dopo un po' immagino che non ne potrai più. Però il tema non è quello del terzo mandato, il tema è della possibilità che su delle competenze che sono delle regioni a statuto speciale possano entrare delle sentenze che ti dicono no, il principio statale è un altro e tu ti devi adeguare, punto e basta. Ed è questo il pericolo. Forse adesso dovremmo parlare non tanto del terzo mandato, ma quanto del pericolo di un'eventuale sentenza sfavorevole da questo punto di vista, perché potrebbe mettere in crisi tutto, perché se quello che passa, il messaggio che passa è che il principio costituzionale e deve esserci un'omogeneità dal punto di vista nazionale, allora anche dell'ordinamento degli enti locali ce ne facciamo ben poco, perché alla fine non riesco a far più nulla, non riesco a garantire la mia comunità locale, perché se il principio nazionale è diverso io non posso permettermi di fare una scelta a tutela del mio territorio, e su questo dovremo stare ben attenti e lavorare tutti quanti per fare in modo di scongiurare rischi di questo tipo. Grazie. Grazie Assessore, non solo per aver evocato la diversità, 4 autonomie di 7 autonomie speciali qui presenti sul podio,
alla ricchezza linguistica, culturale che esse rappresentano, ma anche diciamo, il contesto nel quale si svolge questa autonomia speciale. Lei alla fine ha evocato proprio l'attenzione che bisogna rivolgere a queste tendenze di uniformità che rendono difficile e sfidante, in fin dei conti, il lavorare come autonomia speciale. Adesso vorrei cogliere l'occasione di avere qui in rappresentanza della regione Valle d'Aosta, Valle d'Ot, che è una comunità complessa, plurale, la dottoressa Stefania Fanizzi, che è segretario generale, per porle la domanda come da esponenti di spicco di una pubblica amministrazione autonomista lei vede gli strumenti che sono a disposizione dell'autonomia speciale per renderla viva, reale, rivolta alla cittadinanza, per avanzare, diciamo, il fattore autonomistico. Anch'io ringrazio molto dell'invito il Presidente Compaccer, che è stato da noi con il Segretario Generale, il Dottor Magnago, alla nostra festa dell'autonomia lo scorso febbraio. Scuso l'assenza del nostro Presidente Renzo Testolin perché è impegnato nella campagna elettorale. Il 28 settembre avremo le elezioni. Ascoltavo con molto interesse il punto di vista politico, porto il punto di vista amministrativo. Io ho notato in questi ormai 30 anni di regione la difficoltà anche dal punto di vista di chi fa amministrazione, quindi di chi deve supportare gli organi di indirizzo politico nell'affrontare la sfida dell'autonomia. È una sfida, è sempre più evidente. La vedo in una realtà molto particolare perché le 5-7 autonomie sono anche molto diverse tra di loro. Noto che soprattutto recentemente, oltre a questo aspetto che citavano i presidenti, anche l'assessore di una giurisprudenza costituzionale, comunque soprattutto negli ultimi anni centralista, noto, e questo più dal punto di vista della macchina amministrativa, una certa distanza e, se posso permettermi, anche una certa ignoranza dell'apparato amministrativo dello Stato, nel senso che non conosce l'autonomia, cioè nel senso che fa proprio fatica a capire i meccanismi, ma anche le difficoltà che vivono le autonomie speciali. Io sono convinta che l'autonomia sia uno strumento fondamentale per far crescere i territori. Voi, ma credo anche noi, abbiamo dimostrato, pur partendo da situazioni molto disagiate, perché la Valle d'Aosta è un territorio piccolo, montano, è cresciuta moltissimo, ha dato benessere ai suoi cittadini, ha anche attratto persone da fuori, perché in Valle d'Aosta si viveva e si vive ancora molto bene, e questo secondo me è stato possibile proprio grazie all'autonomia. Abbiamo però un sistema amministrativo molto originale, anche questo io credo sia stato molto utile negli anni. Come voi sapete, credo il nostro Presidente esercita anche le funzioni del prefetto. Questa è una caratteristica, credo, davvero molto particolare nella particolarità delle autonomie speciali, perché ci rende davvero, come dire, dominus dei nostri territori. Dominus nel senso però che voi evocavate, non di padroni, ma di governatori responsabili. E ho visto anche recentemente, sia durante la pandemia, ma anche adesso per la gestione del PNRR, cosa significa avere sia la competenza, diciamo, statale, molto statale, prefettizia, e la competenza regionale o provinciale associate. Significa avere un'idea complessiva di che cosa succede nel territorio e di come si può aiutare il territorio. Però, ripeto, io vedo che si fa fatica a comprendere l'autonomia. Non è soltanto che l'autonomia viene considerata un privilegio, è che proprio non si conosce.
Cioè noi facciamo fatica a far capire qual è la complessità di una regione pur piccola come la nostra dal punto di vista amministrativo. Come segretario generale io mi occupo sia di funzioni prefettizie, di funzioni regionali, di funzioni provinciali, perché da noi non c'è neanche l'ente intermedio, la provincia. E facciamo proprio fatica a far comprendere quanto sia, diciamo, complesso il meccanismo e quanto un'amministrazione debba essere pronta a ovviamente sfidare le difficoltà, le complessità normative che ovviamente tutti voi conoscete. Volevo solo agganciarmi a quanto diceva l'assessore a proposito di una competenza che io credo molto importante proprio per caratterizzare i territori e gli ordinamenti autonomistici, che è l'ordinamento degli enti locali. E noi abbiamo recentemente subito, io utilizzo questo termine, 2 impugnative in materia di leggi concernenti gli enti locali. Francamente non me lo sarei mai aspettato, nel senso che come chi fa il nostro mestiere sa che ogni tanto, come dire, ci si prova, ma a volte si è davvero convinti di esercitare correttamente la propria competenza legislativa. Recentemente appunto c'è stata impugnata una legge sull'esercizio associato delle funzioni comunali, concertata, voluta dagli enti locali. Eppure ci hanno contestato il fatto che non fosse uguale, aderente ad alcune disposizioni del testo unico degli enti locali. Diciamo che non è servito a nulla questo meccanismo di preconcertazione prima dell'impugnativa, e davvero ho notato che non è, come dire, volete difendere un privilegio, ma perché siete diversi? Cioè, qual è la ragione per cui siete diversi? Perché lo siamo. E ecco, io vedo in questo un po' il pericolo, diciamo, se posso, nel futuro dell'autonomia, che non siano così conosciute, non tanto osteggiate, ma conosciute, soprattutto dall'apparato, insomma, amministrativo dello Stato. E in questo io credo che queste giornate, questi momenti di confronto possano essere molto utili. Grazie per aver evocato un altro profilo molto importante, quello del livello centrale dello Stato e della poca conoscenza e da questo derivante della poca comprensione della diversità e della ricchezza che questa diversità significa per la Repubblica Italiana, e che credo che uno dei profili o diciamo anche dei campi in cui le autonomie speciali devono impegnarsi e si impegnano è proprio di portare queste peculiarità, queste diversità effettive al centro. È un percorso molto difficile, arduo, impegnativo, forse anche ripetitivo. Credo i nostri parlamentari ne possono raccontare tante occasioni in cui hanno ripetuto per l'ennesima volta gli stessi concetti, però questo fa anche parte della nostra cultura dell'autonomia, secondo me. Ecco, come da ultimo, una domanda al Presidente Compaccia. Lei nella sua prolusione ha parlato anche dell'autonomia dinamica, e qui vedo l'ex presidente della provincia autonoma di Bolzano, Luis Durnwald, che è il padre, diciamo, dell'autonomia dinamica. Secondo lei, negli ultimi giorni è stato detto, ormai con la riforma dello Statuto dell'autonomia, l'autonomia dinamica è morta. Ma è così? Grazie per avermi fatto questa domanda. È un calcio di rigore piazzato per me, credo. Però prima di rispondere vorrei proprio prendere lo spunto da 2 interventi che sono stati. L'assessore Roberti ha parlato del sistema integrato, no? Che è stata una conquista. Posso anche lì dire siamo stati apripista, no? Perché il cosiddetto patto di garanzia lo ha implementato e poi diciamo man mano si è accettato a Roma anche questo concetto, che alla fine premia il sistema paese anche, no? Però far comprendere questo, e qui dico sì, è vero, e sicuramente i nostri parlamentari lo possono dire lunga. Helmut Schmidt, il fu cancelliere tedesco, aveva detto che la politica ha anche l'arte di ripetere 1000 volte le stesse cose, di spiegarle 1000 volte. Io dico, per quanto riguarda l'autonomia, soprattutto quando parliamo di Roma, milioni di volte.
milioni di volte bisogna rispiegare. Ti trovi sempre davanti a nuovi interlocutori, non solo a livello di governo, nuovi ministri, nuovi sottosegretari, nuovi primi ministri, ma anche a livello dell'amministrazione, le funzioni apicali, capi gabinetto, si inizia da zero. Questa fatica purtroppo la dobbiamo affrontare nell'interesse dei nostri cittadini e del sistema, perché qui possiamo anche fare squadra, spiegando perché l'idea di fondo dell'autonomia, a parte le peculiarità poi su determinate regolamentazioni specifiche, è la stessa. Volere raggiungere il livello di un autogoverno responsabile nell'interesse del territorio, ma del sistema tutto. Questa è la leale collaborazione e ovviamente l'autonomia. La riforma è stata adesso anche oggetto di scritti, qualcuno, lo devo dire perché è giusto che qualcuno, che tutti dicono la loro, però ho letto anche, diciamo, con un po' di sorpresa e sono rimasto sbalordito sul tema che adesso con questa riforma morirebbe il principio della dinamicità dell'autonomia. Innanzitutto questo era il punto cardine che si discusse anche allora quando si andava a chiudere la vertenza delle Nazioni Unite. Come la rendiamo dinamica? Questa era la preoccupazione maggiore. Abbiamo anche Alphonse Benedict, per esempio, no? Che aveva questa grande preoccupazione, e il presidente Dornwald, una dimostrazione che, meno male, la preoccupazione alla fine, diciamo, non si è verificata. Perché? Perché lo strumento delle norme di attuazione, e non solo, poi ci sono stati anche altri tipi di intervento, però hanno reso molto dinamica questa autonomia, e poi il confronto politico continuo. Le conquiste nell'epoca di Dornwald, le strade, la scuola, ovviamente sono espressione di questo andare avanti e non con egoismo, non con spirito solo per principio, perché come fine a se stesso, perché vogliamo fare noi come spesa. No, vogliamo fare meglio, ma non perché siamo maestrini o più bravi o insegniamo qualcosa, meglio perché più adeguato alle esigenze specifiche, e non perché gli altri non siano bravi, però più adeguato alle esigenze specifiche. E noi con questa riforma adesso rafforziamo questa dinamicità, perché c'è un passaggio, la modifica dell'articolo 107, che proprio vuole ancora sottolineare la funzione della norma di attuazione di questo principio, che purtroppo la Consulta in qualche sentenza ha messo in dubbio, no? Anche quella soprattutto sugli appalti, no? Dove noi con una norma di attuazione abbiamo chiarito che noi possiamo anche legiferare in questo ambito per adeguare alle esigenze delle piccole e medie imprese il sistema, diciamo, della concorrenza, degli appalti, delle forniture e così via. Arriva la sentenza che dice, signori, qui c'è la tutela della concorrenza, dello Stato, e voi non potete. Ma se in norma di attuazione, e dovete adeguarci alla legge dello Stato, non al principio, alla legge proprio. Ma se l'avevamo scritto con norma di attuazione, la norma di attuazione non può regolare questo. Noi adesso nella riforma cerchiamo di dirlo. Può anche armonizzare i livelli delle leggi statali, cioè può armonizzare gli ambiti della legge statale e quella provinciale / regionale, tenendo conto, questo è importante, tenendo conto della particolarità dell'autonomia e dell'autonomia stessa. Cioè adesso diciamo con legge costituzionale che la norma di attuazione può fare questo. Se questo non è un rafforzamento dell'idea dell'autonomia dinamica, io mi chiedo che cosa allora. Cioè è vero il contrario di quanto è stato detto, oltre al fatto che tutto quello che è già riconosciuto viene comunque garantito con la clausola di cui ho parlato prima, e oltre agli altri interventi, se adesso ottenere la competenza per l'ambiente, l'ecosistema, i grandi carnivori non è espressione di uno sviluppo ulteriore dell'autonomia nel senso della dinamicità, perché prima non era regolato, poi è stato assegnato con la riforma allo Stato e adesso lo recuperiamo noi, allora io mi chiedo, purtroppo qualche commento mi sembra più basato sull'ideologia che sulla scienza, purtroppo devo dirlo qui. Pronto a confrontarmi su tutti gli altri aspetti, però io credo che adesso è importante soprattutto una cosa, portare a casa questa riforma,
perché non è che sia già stata approvata in Parlamento, però devo dire i lavori procedono in modo molto positivo e questo ci rende fiduciosi. Ovviamente guardo loro adesso, no? Perché saranno loro a portarla avanti. Grazie. Grazie Presidente per questo sguardo verso il futuro che non mi sembra così tanto pessimista, anzi ottimista, e siamo anche qui per dire abbiamo gli strumenti, abbiamo anche la cultura, abbiamo la volontà di andare avanti insieme verso una vera autonomia per il nostro territorio, per la nostra gente. Purtroppo il nostro tempo credo che sia scaduto e comunque abbiamo ancora la seconda tavola rotonda molto importante, per cui ancora un ringraziamento e ai prossimi, alle minoranze linguistiche. Grazie. Grazie mille agli ospiti. Adesso ascolteremo un altro brano di Mozart. Geschätzte Damen und Herren, kommen wir nun zum zweiten runden Tisch. Dieser trägt den Titel Minderheitenschutz, Dialog und Frieden fördern. Begrüßen Sie mit mir die folgenden Gäste.
Olivia Schubert, Vizevorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. Anna Grilsch, Vorstandsmitglied des Clubs Slowenischer Studierender in Wien. Marlies Alber, Übersetzungswissenschaftlerin und Rechtsterminologin an der EURAC Research. I. Heinrich Huber, Repräsentant Ladin. Er war ladinischer persönlicher Referent bei den beiden Landeshauptmännern Magnago und Turnwalder und langjähriger Präsident des Museums Ladin Chastel de Tor im Gardatal. Und nun übergebe ich das Wort der Host Katharina Krepatz vom Center for Autonomy Experience an der EURAC Research, die den zweiten runden Tisch moderieren wird. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank und schönen Tag und willkommen auch von meiner Seite. Wir haben jetzt, glaube ich, ein sehr gutes und sehr spannendes erstes Panel gehört, wo es um die inneritalienische Situation hauptsächlich sich gehandelt hat. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, ein bisschen über die Grenzen rauszublicken und auch vor allem die anderen europäischen Minderheiten ebenfalls in den Blick zu nehmen. Wir feiern ja heute hier unsere Autonomie. Den Minderheiten wird ja immer auch ein bisschen eine Brückenfunktion zugeschrieben im vereinten Europa. Diese Einheit in Vielfalt, die zeigen uns eigentlich die Minderheiten im Kleinen auf. Dennoch, gerade an einem solchen Tag, wo wir hier auf den erreichten Minderheitenschutz blicken, muss man auch sagen, es ist nicht überall ein so guter Standard erreicht worden wie in Südtirol und insbesondere lassen sich auch immer wieder leider Tendenzen erkennen, wo Minderheiten verfolgt werden, unterdrückt werden und wo es eben Widerstände gibt gegen solche Minderheitenschutzmodelle. Daher denke ich, ist es wichtig, dass wir eben den Blick über den Tellerrand wagen und mit den VertreterInnen unterschiedlicher europäischer Minderheiten und eben auch einer Vertreterin aus der Wissenschaft darüber sprechen, welche Problemlagen es gibt, welche Zukunftsperspektiven denn bestehen und wie vielleicht auch Südtirol und seine Autonomie von den anderen Minderheiten in Europa auch wahrgenommen werden. Ganz besonders möchte ich auch auf den Schutz der Minderheitensprachen eingehen, weil Sprache nun einmal ein sehr zentrales Identitätsmerkmal und Identifikationsmerkmal auch für Minderheiten ist. Bleiben wir, bevor wir jetzt auf die europäische Perspektive blicken, noch ein bisschen vor Ort. Herr Huber, ich glaube, die ladinische Minderheit, die gilt häufig ein bisschen als Vorbild für vor allem kleine Sprachminderheiten. Also das paritätische Schulmodell wird hier genannt, die Mehrsprachigkeit, die, wie wir wissen, bei den Ladinerinnen und Ladinern sehr gut ist. Das alles wird häufig auch als Vorbild genannt für den Fortbestand auch anderer, vor allem kleinerer Minderheitensprachen. Wie sehen Sie denn die Lage der Ladinerinnen und Ladiner heute in Südtirol, auch hinsichtlich der Sprache, und was sind denn vielleicht auch wichtige Ansatzpunkte für die Zukunft? Bom dia a todos. Me fez grande prazer de poder representar o grupo linguístico ladino, por o Dia da Autonomia, no recorte do Tratado de Paris. Nós ladinos temos grande importância de poder esta toper, esta promessa que a bem Bahia e debatu das conanças das mendranças e porque ela reside der Beltilang a organizados que estão contada. Es ist für mich natürlich große Freude, hier anwesend sein zu können und die Ladiner hier zu vertreten. Ganz kurz werde ich danach eingehen mit einfachen Worten auf einige Aspekte des Minderheitenschutzes für die Ladiner in Südtirol. Das Ladinische ist eine galloromanische Sprache mit keltischem Substrat, das heißt mit keltischen Einflüssen, ist dem Französischen sehr ähnlich und wird heute noch in den 5 ladinischen Tälern der Dolomiten,
Valvadia, Gardena, Fascia, Vodom und Ampez gesprochen, zudem noch in Graubünden und in Friaul. Ich möchte dem Landeshauptmann nicht widersprechen, aber wir Ladiner sind uns da nicht ganz einig und es gibt viele, die davon überzeugt sind. Es ist nicht ganz geklärt, ob die Ladiner im Pariser Vertrag Erwähnung finden. Das Wort Populations im zweiten Absatz des Pariser Vertrages selbst lässt den Schluss zu, dass auch die Ladiner, allerdings nur jene Südtirols, darin inbegriffen sind. Tatsache ist aber auch, dass eine Berücksichtigung expressis verbis im Vertrag von einer Verhandlungsdelegation vereitelt worden ist. Und man war damals der irrigen Meinung, dass das Ladinische nur ein italienischer Dialekt sei und weshalb auch die Existenz einer eigenen ladinischen Sprachminderheit dadurch geleugnet wurde. Trotzdem ist es gelungen, im ersten Autonomiestatut auch die sprachliche Minderheit der Ladiner mit einigen wenigen Schutzbestimmungen zu berücksichtigen. Erst mit dem zweiten Autonomiestatut wurden für die Ladiner konkrete Schutzmaßnahmen vorgesehen und welche dann sukzessive in die Tat umgesetzt wurden. Erste wichtige Einrichtungen der Ladiner wurden errichtet: das Ladinische Schulamt im Jahr 1975, das Ladinische Kulturinstitut dann im Jahr 1976. Es fällt auf, dass im zweiten Autonomiestatut das Vertretungsrecht der Ladiner völlig unzureichend ist. Die Ladiner sind präsent nur im Südtiroler Landtag, die Fasser Ladiner in ihrem Landtag, im Trentiner Landtag auch nicht, das kommt erst später. Die Ladiner sind nicht vertreten im wichtigsten Organ der Verwaltung, also der Landesregierung, nicht in den Präsidien der Landtage, des Landtages, des Regionalrates. Sie sind nicht vertreten im Verwaltungsgericht, sie sind nicht vertreten in der 6er Kommission, in der 7er Kommission, in der 12er Kommission. Sehr wohl sind sie in der 7er Kommission oder 137er Kommission vertreten. Diese Benachteiligungen werden erst viel, viel später mit Verfassungsgesetzen Nummer 1 aus dem Jahr 2001 und 2007 eliminiert. Allerdings mit einem Schönheitsfehler, weil vorgeschrieben ist oder halt vorgesehen ist, dass eine andere Sprachgruppe auf ihr Recht zugunsten der Ladiner verzichten muss. Ein besonderer Grund, weshalb das Vertretungsrecht der Ladiner den Ladinern verweigert wird, ist die Parität, die sogenannte Parität. In einzelnen Schutzbestimmungen festgeschriebene Parität, das heißt die gleichwertige Präsenz der italienischen und der deutschen Sprachgruppe, bedingt automatisch den Ausschluss der Ladiner. Ich bringe dazu zwei Beispiele. Beim autonomen Verwaltungsgericht Bozen, welches ja auch über die Benachteiligung der Sprachminderheiten beschließt und ohne Berufungsmöglichkeit zum Staatsrat nach Rom, sind die Ladiner nicht vertreten. Nicht vertreten sind auch die Ladiner in einer wichtigen Kommission, die unter Umständen für die Genehmigung des Landeshaushaltes zuständig ist. Es ist nämlich vorgesehen, dass, wenn sich eine Sprachgruppe benachteiligt fühlt und sie die getrennte Abstimmung über den Haushalt beantragt, dann entscheidet diese Kommission, wo eben der Ladiner nicht vertreten wird. Und ich glaube, das ist sicher nicht eine Kleinigkeit. Auch beim Proporz mussten immer sukzessive Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, um diese zahlenmäßig kleine Sprachgruppe, die ja nur ungefähr 4% ausmacht, vertreten zu lassen. Es kann mit großer Genugtuung festgestellt werden, dass mit dem zweiten Autonomiestatut das ladinische Identitätsbewusstsein sehr gestärkt worden ist und somit auch das Bedürfnis der Ladiner nach Sonderbestimmungen stets gewachsen ist. Und somit entwickelt sich eine rege politische Tätigkeit der Vereine, der politischen Vertreter. Und das führt auch dazu, dass im Jahr dann mit Durchführungsbestimmungen aus dem Jahr 1988 die Verwendung der ladinischen Sprache
in den öffentlichen Ämtern zur Amtssprache erhoben wird. Es ist vorgesehen natürlich, dass überall die Dreisprachigkeit dekretiert ist und die ladinische Sprache wird auch angeführt, also als Amtssprache, allerdings an die letzte Stelle verwiesen, also seguito dal testo in lingua ladina. Natürlich auch, also in allen Amtsakten der Gebietskörperschaften, der Körperschaften in den ladinischen Tälern, muss eben diese Dreisprachigkeit verwendet werden, auch die ladinische Sprache. Natürlich ist der schriftliche und mündliche Gebrauch, die Verwendung der ladinischen Sprache seitens der Bürger dann jetzt offiziell möglich. Die Erhebung der ladinischen zur Amtssprache war natürlich eine große Errungenschaft, hat auch dazu geführt, dass das Ladinische selbst die Verwendung der ladinischen Sprache in der Familie, im Umgang unter den Menschen eine große Wertschätzung erfahren hat und somit, glaube ich, war die Erhebung zur Amtssprache ganz, ganz was Wichtiges für die ladinische Volksgruppe. Jetzt noch kurz was zum paritätischen Modell in den ladinischen Tälern. In den Schulen wird laut dem berühmten Artikel 19 des Autonomiestatutes der Unterricht auf Grundlage gleicher Stundenanzahl und gleichen Enderfolges in Italienisch und Deutsch erteilt. Zudem wird das Ladinische als Unterrichtssprache und als Erklärungssprache verwendet und natürlich in Kindergarten, Grundschulen und Oberschulen. Außerdem ist mittlerweile das Ladinische auch in allen Abschlussprüfungen schriftlich und mündlich vertreten. Wir haben in den ladinischen Tälern neben den Kindergarten, Grundschulen, Mittelschulen 3 Oberschuldirektionen mit 9 Fachausrichtungen. Das paritätische Schulmodell ist in unseren ladinischen Tälern gemäß Territorialprinzip beschränkt und kann praktisch außerhalb der ladinischen Tälern auch nicht angeboten werden. Es ist auch klar, dass in den ladinischen Tälern nicht andere Schulmodelle, die deutsche oder italienische Schule, angeboten werden kann. Das unterrichtende Personal muss der ladinischen Muttersprache mächtig sein. Das wird durch eine kleine Sprachprüfung abgenommen. Wir finden, dass dies für die Ausbildung der Jugend sehr vorteilhaft ist und hat natürlich auch positive Auswirkungen auf die Beschäftigungslage der Lehrpersonen. Zum Schluss möchte ich noch eben erwähnen, dass vor 50 Jahren im September 1975 die Intendenza Ladina als eigenständiges Schulamt errichtet worden ist. Mittlerweile haben wir auch einen ladinischen Schulamtsleiter, der als oberster Verantwortlicher für die ladinische Schule von der Südtiroler Landesregierung, nicht mehr von Rom, ernannt wird. Das wäre mal ein Teil meiner Ausführungen. Ja, vielen Dank, Herr Huber. Ich glaube, Sie haben 2 sehr wichtige Dinge angesprochen, die für Minderheitensprachen allgemein oder für Minderheiten allgemein zentral sind. Und zwar ist das zum einen die Wertschätzung, also die Identifikation mit der eigenen Minderheit, mit der eigenen Sprache, dass diese auch wertgeschätzt wird, dass man auch diese Sichtbarkeit hat, auch im öffentlichen Raum dann auch wahrgenommen wird. Das, glaube ich, ist schon ein zentrales Thema. Und zum anderen natürlich auch die Schulausbildung, gerade auch als Sicherung des Fortbestandes auch der Minderheitensprache. Frau Grilz, Sie waren ja schon vor einigen Monaten bei uns an der EURAG im Rahmen unserer jährlichen Vorlesung zum Minderheitenschutz oder zu Minderheitenrechten in Europa und haben uns da ein bisschen berichtet über die Lage
der Kärntner Sloweninnen und Slowenen, gerade auch was das Thema Sprache und Spracherhalt betrifft. Vielleicht könnten Sie darauf auch eingehen und auch vielleicht auf die Bilder, die wir kürzlich alle gesehen haben, denke ich. Es war ja sehr groß in den Medien, eben dieser große Polizeieinsatz bei der NS-Gedenkstätte Berschmannhof, wo es eben dieses Vernetzungstreffen gab, unterschiedlicher Minderheitenangehöriger, vor allem auch junger Menschen eben aus Europa. Es gibt also vielleicht auch ein Problem, sagen wir, mit der Erinnerungskultur, gerade wenn es eben darum geht, wie an die Verfolgung zum Beispiel von Minderheiten auch erinnert wird. Ja, vielen Dank. Also Sie haben ja die Razzia angesprochen, die große Erschütterung verursacht hat in Kärnten-Koroschka, aber auch international. Bei dieser Razzia, für jene, die es vielleicht nicht wissen, ging es darum, dass am Perschmannhof, das ist ein Bergbauernhof in Eisenkappel, Železna Kapla, ein Bildungscamp organisiert wurde von meinem Verein, und dann wurden unter Annahme von Verwaltungsübertretungen im Bereich des Camping- und Naturschutzgesetzes, also was zum Beispiel das Aufstellen von Zelten und Falschparken betrifft, 7 Polizeifahrzeuge, 30 PolizistInnen, ein Helikopter, eine Drohne und eine Hundeführerin sowie ein Einsatzleiter von der Extremismusbekämpfung und eine Einheit der schnellen Interventionsgruppe gerufen, um den Perschmannhof zu stürmen. Das hat natürlich für die Volksgruppe, die heuer ja 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus, aber auch 80 Jahre seit dem Massaker am Perschmannhof, bei dem 11 Personen, 2 Familien der Kärntner Sloweninnen ermordet wurden von SS- und Polizeieinheiten vom Polizeiregiment 13, eine große Bedeutung. Also die Personen, die am Perschmannhof waren, die Minderheitenangehörigen, die teilweise halt auch Nachkommen von WiderstandskämpferInnen und während der NS-Zeit deportierten Personen waren, eine große Retraumatisierung einfach ausgelöst. Und das ist eigentlich wirklich ein Skandal für die Minderheit. Also wir haben es hier mit einem unglaublichen Verlust von Sicherheitsgefühl zu tun und auch einem Verlust an das Glauben an die Behörden. Und was dieser Einsatz auch zeigte, ist im Prinzip die mangelnde Sensibilität und die mangelnde Informiertheit der österreichischen Behörden. Also dass Polizistinnen an diesem Ort so agieren, das ist eigentlich unverständlich. Es ist aber auch eine Kontinuität von antislowenischem Vorgehen, also das kennen wir schon, weil gegen slowenische Kulturvereine und Vereine generell wurden sowohl vor der Nazizeit als während der Nazizeit als auch nach der Nazizeit immer wieder mit polizeilichen Maßnahmen, aber auch mit behördlichen Maßnahmen strukturelle Diskriminierung betrieben. Ein großer Vorwurf, den die Polizei anbrachte gegen das Antifa-Camp, also das antifaschistische Camp, das dort seinen Ort hatte, in Zusammenarbeit mit den BetreiberInnen des Museums, war der Sittenwidrigkeit. Also man dürfe die Gedenkstätte nicht so nutzen. Das ist einerseits in kompletten Widerspruch zu dieser Zusammenarbeit der Vereine. Andererseits ist es auch sehr empörend, weil es aufbaut auf eine Tradition der Verdrängung der Volksgruppengeschichte in Kärnten-Koroschka, aber auch der diffamierung des Widerstands der Partisaninnen, der kärntner-slowenischen Partisaninnen zugunsten einer deutschnationalen Opferidentitätsnarrativ, der ja in Kärnten-Koroschka sogar zweifach war, weil man sah sich als Opfer der Nazis und man sah sich als Opfer Jugoslawiens. Was hier passiert, ist eben, dass dieses Narrativ wieder irgendwie reaktiviert wird, aber auch das Nachkommen von zur NS-Zeit deportierten Personen und eben Widerstandskämpferinnen gesagt wird, wie sie zu gedenken haben, wie sie sittenhaft zu gedenken haben und wie sie Bildungsarbeit zu betreiben haben. Das lassen sich Volksgruppenangehörige natürlich nicht gerne vorschreiben.
In Kärnten-Koroschka ist eben aufgrund auch dieser Widerstandsgeschichte Antifaschismus und die Arbeit für die Volksgruppe sehr stark verbunden, auch aus diesem Grund, weil ja aufgrund des Partisaninnenwiderstandes überhaupt erst die Zweite Republik in der Form, wie sie heute ist, entstehen konnte und weil wir aufgrund dessen und auch auf Betreiben Jugoslawiens hin den Artikel 7 deswegen bekommen haben, in dem die Volksgruppenrechte der kroatischen und slowenischen Bevölkerung verankert sind. Dieser Artikel ist bis heute nicht realisiert, was sehr schade ist. Also die Kriminalisierung der antifaschistischen Bildungsarbeit ist deswegen ein Doppelschlag gegen die Volksgruppe, weil einerseits wird hier gegen ein Camp, das von Volksgruppenangehörigen organisiert wird, gearbeitet, andererseits wird einfach Antifaschismus kriminalisiert. Das ist also im Prinzip ein Novum in der Zweiten Republik. Es ist aber ein bisschen auch ein Novum, wenn man sich die Strategie von Kärnten-Koroschka in den letzten Jahrzehnten, wenn man sie sich anschaut, also weil die Assimilierungsstrategie oder die Strategie, die jetzt gefahren wurde, ist im Prinzip, dass man der Volksgruppe so viel gibt, dass sie sich nicht aufregt. Also viele Aktivistinnen der Volksgruppe sind müde von einem jahrzehntelangen Kampf um die Minderheitenrechte und empfinden auch das Klima, das jetzt aufgebaut wurde, als positiver. Aber es wird immer wieder halt so, die Forderungen werden heruntergedrückt und dadurch, dass dieser Mythos oder dieses Narrativ vom guten Klima immer wieder betätigt wird, werden Kritik auch als sehr störend und Ruhe zerstörend wahrgenommen und dann wird auch immer wieder dieses Klischee vom gierigen Slawen bedient. Also man gibt ihnen den Finger und sie wollen gleich die ganze Hand. Das, was aber auch dadurch geschehen ist, also durch dieses Narrativ des guten Klimas und auch teilweise durch das ganze Alpe-Adria-Narrativ, ist, dass es zu einer Dezentrierung von der Volksgruppenthematik kam und dadurch wurden auch Reformbestrebungen immer wieder heruntergedrückt und mundtot gemacht. Und das führte eigentlich in den letzten Jahrzehnten auch aufgrund der Folgen der NS-Zeit zu einem massiven Schwund der Volksgruppe. Also wir haben es mit sehr, sehr wenig SprecherInnen nur noch zu tun und wir haben auch mit sehr wenigen Menschen zu tun, die sich zur Volksgruppenidentität bekennen. Auch das ist eine Kontinuität der NS-Politik, die ja die Germanisierung ganz Kärnten-Koroschkas zum Ziel hatte. Also durch die Razzia, was hier eben auch was angesprochen wurde, was besonders ist, dass diese antislowenischen Ressentiments, die noch immer stark in den Strukturen und in der Bevölkerung verankert sind, wieder einmal sichtbar wurden überhaupt. Und was wir jetzt auch sehen, ist, dass es vermehrt zu minderheitenfeindlichen Attacken kommt. Also das ist auf einer Seite fallbezogen, ich kann jetzt nennen, also beim SAK, das ist unser Fußballclub, wurde aufgrund der Verwendung des Slowenischen auf dem Spielfeld eine gelbe Karte erteilt. In Trier-Stürst wurde jetzt zweimal vor dem Konsulat antislowenische Schmierereien aufgestellt. Was wir aber auch sehen, ist, dass strukturell minderheitenfeindliche Entscheidungen getroffen werden. Also hier geht es zum Beispiel um Identitätsfeststellungen bei slowenischen Veranstaltungen wie beim Trivium unter Vorschiebung des Naturschutzgesetzes wieder mal und dann auch der Kürzung von Volksgruppenförderungen, also heuer um 189.000 und nächstes Jahr um 599.000 Euro. Das ist im Prinzip also dass wir diese Fälle wahrnehmen, ist einerseits deswegen, weil die Stimmung in Kärnten-Koroschka auf jeden Fall aufgeheizter ist. Also das hat mit dem Jahr der Erinnerungskultur zu tun und dem, dass Traditionsverbände sich fühlen, als ob sie halt die Definitionsmacht über das Kärntner Narrativ verlieren und da deswegen mobilisieren. Andererseits aber auch, weil Peter Kaiser nun abdankt als Parteiobmann und als Landeshauptmann und er ja schon in gewissermaßen eine stabilisierende Wirkung hatte. Also die SPÖ, sein wahrscheinlicher Nachfolger, hat zum Beispiel auch jetzt die Türen für eine FPÖ-Zusammenarbeit schon im Vorfeld geöffnet. Zum Schluss ist zu sagen, dass diese
dass dieser Fall Perschmann im Prinzip nur wieder einmal aufgemacht hat, was schon ständig unter der Oberfläche schwillt und was man hier, also neben diesen Fällen von minderheitenfeindlichen Angriffen, was man aber auch vermerkt, ist, dass viel Solidarität da war. Also es gab viele Solidaritätsbekundungen von Institutionen, von Einzelpersonen, auch seitens Sloweniens wurde zum Beispiel eine diplomatische Note erlassen. Und diese Solidarität ist für die Kärntner Slowenier von ungenommener Wichtigkeit. Also einerseits für die Forderungen rund um die Aufarbeitung der Perschmann-Causa, andererseits aber generell, weil als eine sehr kleine Minderheit und mit politisch sehr wenig Macht ausgestattete Minderheit ist eines unserer einzigen Mittel, wie wir Verbesserung erwirken können für die Volksgruppe, der öffentliche Druck. Und das geht nur mit Allianzen von Volksgruppen, von Minderheiten und mit der solidarischen Mehrheitsbevölkerung. Und dazu rufe ich Sie auf. Dankeschön. Dankeschön, Frau Grilz, auch, glaube ich, mit einem Appell an auch die Solidarisierung der Minderheiten und an die Zusammenarbeit auch innerhalb Europas. Nun, glaube ich, haben wir vor allem auch durch diese Ereignisse letzthin wieder mehr auch in Südtirol von den Kärntner Sloweninnen und Slowenen gehört. Frau Schubert, ich glaube, über die Lage oder über die Situation der Ungarndeutschen sind die Südtirolerinnen und Südtiroler vielleicht nicht so gut informiert, obwohl wir ja vorher darüber gesprochen haben, dass es durchaus auch einige Kontakte und einige Zusammenarbeit hier gibt oder zumindest gegeben hat. Könnten Sie uns vielleicht kurz die Lage der Minderheit schildern, beziehungsweise was denn die derzeit wichtigen Herausforderungen sind und wie vielleicht auch die Situation der Minderheiten innerhalb Ungarns ist? Also man weiß ja, Orbáns Ungarn ist im Schutz seiner eigenen ungarischen Minderheiten durchaus sehr aktiv, aber wie also lässt sich das vielleicht auch im Inneren in den Minderheiten innerhalb Ungarns ablesen? Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und dass ich dabei sein kann. Die Frage ist ziemlich groß. Ich versuche es ein bisschen zu verkürzen und ein bisschen kleiner zu fassen. In Ungarn sind zurzeit 13 Minderheiten, anerkannte Minderheiten. Die deutsche Minderheit ist die zweitgrößte, die größte ist die Roma-Minderheit und danach kommen noch Alteingesessenen. Im Gegensatz zu Südtirol ist die deutsche Minderheit in dem Sinne anders, da wir nicht in unserem ursprünglichen Siedlungsgebiet wohnen. Wir wurden ja vor gut 300 Jahren unter Maria Theresia in Ungarn angesiedelt, sozusagen als Gastarbeiter damals. Und es war nach der Türkenherrschaft, wo sehr große Gebiete verödet waren und die adligen bzw. die bischöflichen Sitze unbedingt Arbeiter gebraucht haben. Also hat man vor allem aus den süddeutschen Gebieten deutsche Siedler gebracht. Und diese deutschen Siedler wurden in ganz Ungarn angesiedelt. Das erzähle ich deshalb, weil das heute ja sehr viel damit zu tun hat, wie heute die Autonomie in Ungarn aussieht, beziehungsweise wie bei uns diese spezielle Art der kulturellen Autonomie entstanden ist. Wie gesagt, also wir wurden oder unsere Vorfahren kamen aus sehr verschiedenen Gebieten. Das merkt man bis heute auch an den alten deutschen Dialekten. In fast jeder Ortschaft spricht man einen ganz anderen Dialekt. Aber man merkt auch, dass es auch eine teilweise unterschiedliche Identität gibt. Und diese ungarn-deutsche Identität in dem Sinne gab es bis vor kurzem gar nicht. Man hat über Donauschwaben geredet, die aber nicht alle Ungarn-Deutsche erfasst hat. Wir haben ja zum Beispiel aus der Nähe vom Burgenland eine ganz andere Volksgruppe. Wir haben ja dann die südlichen Deutschen, wir haben dann die Deutschen um Budapest herum, die wiederum auch aus einer ganz anderen Region gekommen sind. Also es war auf jeden Fall für uns Anfang der 90er Jahre eine Herausforderung, diese Volksgruppe dann zu einer
einheitlichen Identität und zu einer einheitlichen Volksgruppe zusammenzufassen. Noch dazu hatten wir ja 40 Jahre Kommunismus, was dazu geführt hat, dass die Volksgruppe, die um den Zweiten Weltkrieg herum etwa 500.000 Personen innehatte, dass diese Volksgruppe einfach zerstört wurde, teilweise zerstört wurde. Denn die Hälfte von denen wurde ja in die Besatzungszonen vertrieben. Es sind etwa 200.000 Deutschen dann nach dem Zweiten Weltkrieg im heutigen Ungarn geblieben. Ja, und wie war dann die Lage von diesen Deutschen? Sie müssen sich vorstellen, ihnen wurde komplett alles weggenommen, ihnen wurde verboten, die Sprache zu sprechen, ihnen wurde verboten, die Traditionen zu pflegen und es war, wie im Sinne aller kommunistischen Staaten, der Ausruf, wir sind alle Genossen, Genossinnen und Identität bzw. Volkszugehörigkeit ist Nebensache. 1990, wo die erste freie Wahl stattfand, beziehungsweise wo die Deutschen sich zum Deutschtum bekennen durften, gab es die erste Volkszählung. Die erste Volkszählung hat etwa 2000 Personen als Deutsche identifiziert. So viele haben sich zum Deutschtum bekannt. Meine Oma selber hat damals gesagt, wir trauen uns nicht. 1941 bei der Volkszählung haben wir uns als Deutsche identifiziert. Anhand dieser Volkszählung hat man uns nach dem Zweiten Weltkrieg alles genommen und hat man uns teilweise vertrieben. Von daher waren die Ängste ziemlich groß. Wie gesagt, 1990 waren es etwa 2000 Personen. 2001, bei der Volkszählung 2001, haben sich 180.000 Personen zum Deutschtum bekannt. Und das liegt nicht an den Geburtenraten. Also so viele Kinder können nicht sogar die Deutschen nicht hervorbringen. Aber das zeigt, dass wir ein Umfeld hatten und ein minderheitenspezifisches Umfeld hatten, wo dieses Vertrauen wieder zurückgekommen ist und wo die Leute sich immer wieder getraut haben, sich zu ihrer Identität zu bekennen. 1993 wurde das Minderheitengesetz verabschiedet. Das Minderheitengesetz hat diese 13 Minderheiten anerkannt, beziehungsweise sehr breit gefasste Rechte auch erwähnt. Die Rechte, da wir ja nicht territorial auf einem Gebiet leben, sind als Rechte der kulturellen Autonomie verfasst worden. Das bedeutet, egal wo eine Minderheit lebt, egal in welcher Ortschaft, wenn da signifikant die Minderheit vorhanden ist, hat diese Minderheit Rechte im Bereich Bildung, Kultur, Soziales, Medien und so weiter. Dementsprechend sind wir jetzt heute bei dem Zustand, dass wir in über 500 Ortschaften deutsche Selbstverwaltungen haben, dass wir mehr als 300 deutsche Schulen und Kindergärten besitzen und dass wir inzwischen auch seit 8 Jahren einen Parlamentsabgeordneten mit eigenständigem Mandat im Parlament haben. Das sind aber Errungenschaften. Dazu benötigten wir 2 Voraussetzungen. Einerseits eine Gemeinschaft, die zusammenhält und die auch die Rechte nutzt, die ihnen durch dieses Gesetz gegeben sind. Und zweitens natürlich ein Staat, unabhängig davon, wer die Regierung bildet. Ein Staat, der ihnen dann auch die Rechte garantiert, beziehungsweise die dazu nötigen Finanzen auch dazu gibt. Diese 2 oder 3 Elemente sind zurzeit in Ungarn vorhanden. Wie weit sie genutzt werden, hängt immer auch von der jeweiligen Minderheit ab. Wir dürfen nicht verschweigen, es gibt immer wieder auch Probleme bei uns, es gibt immer wieder auch Konflikte innerhalb der Minderheiten. Und ich sage jetzt nicht die Minderheiten untereinander, sondern eine einzige Minderheit. Und in ihren Reihen gibt es natürlich auch immer wieder die Querelen. Aber als
deutsche Minderheit versuchen wir mit gutem Beispiel voranzugehen und wir versuchen auch in vielen Bereichen auch alle anderen 12 zu unterstützen, sei es eine pädagogische Fortbildung, sei es jetzt verwaltungstechnische Fragen und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt aber noch unbedingt die Rolle von Südtirol erwähnen, denn Ungarn selber hat ja damals, 1990, überhaupt keine Erfahrung mit einem Autonomiemodell gehabt, beziehungsweise auch nicht, wie man überhaupt Minderheiten fördert. Ungarn wollte damals natürlich nicht nur ein Minderheitengesetz schaffen, um die Minderheiten wieder präsent zu machen, sondern es war natürlich auch ein Beitrittskriterium für die Europäische Union. Wir wissen, es war kein Beitrittskriterium seitens der Union, weil sie die Minderheiten so wahnsinnig geliebt haben. Aber Sie wissen ja ganz genau, wie die politischen Konflikte damals im Osten aussahen. Ich komme 10 Kilometer von der kroatischen Grenze entfernt. Ich habe hautnah den Jugoslawienkrieg erlebt. Wir hatten unsere Notsäcke in unserer Garage. Wir haben jede Nacht die Schüsse gehört. Wir sind jede Nacht so ins Bett gegangen, dass wir nicht wussten, ob wir am nächsten Tag eventuell fliehen müssen. Von daher sage ich, nie wieder Krieg auf ethnischer und nicht auf keine Grundlage, aber nicht auf ethnischer oder auf sprachlicher Grundlage. Die Kriterien, die mussten wir einhalten. Ungarn ist damit dann einen großen Schritt gegangen. Man hat gesagt, wir verabschieden nicht irgendwelche Minderheitengesetze oder wir verabschieden nicht das Minimum, sondern wir versuchen, das Beste daraus zu machen und wirklich großzügig zu sein. Und das war der Staat damals und ist der Staat auch bis heute. Diese Rechte werden heute sehr im vollen Umfang genutzt. Natürlich kämpfen wir auch immer wieder mit der Finanzierung. Wir hoffen immer mehr darauf, dass wir mehr Mittel bekommen im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und dass wir noch mehr verwirklichen können. Südtirol hat in dieser Sache auch eine wichtige Rolle gespielt. In den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre hatten wir vor allem mit Herrn Professor Christoph Bahn sehr viel zu tun gehabt, der uns damals geholfen hat, wie wir auch praktisch alles umsetzen können, das uns durchs Recht geboten wird. Und er hat uns natürlich geholfen, diese spezielle Art der Selbstverwaltungen auch ins Leben zu rufen. Zurzeit haben wir über 70 Schulen, Kindergärten in der Hand der deutschen Selbstverwaltung vor Ort. Und wir als Landesselbstverwaltung betreiben auch ein ganzes Netzwerk von Schulen, Kindergärten, kulturellen Einrichtungen, Theater, Wirtschaftsgesellschaften, was unsere Grundlage bildet. Wir hatten sehr große Hilfe bekommen damals von Südtirol im Bereich Pädagogenfortbildung, Pädagogenausbildung. Wir haben sehr viel Hilfe bekommen in der Erstellung von Lehrmaterialien, Schüleraustausch. Bis heute bestehen noch Gemeindepartnerschaften, leider nur noch 2, aber wir hoffen darauf, dass es noch mehr wird in der Zukunft. Und wir haben immer wieder dann versucht, auch in internationalen Projekten teilzunehmen, sei es ein Erasmus-Projekt oder Projekte wie zum Beispiel Anthologie, also eine Herausgabe von einer Anthologie mit deutschsprachigen Künstlern aus dem Ausland. Also auf jeden Fall vielen Dank auch für die Hilfe, die wir bis heute auch von Südtirol erhalten haben. Und wir hoffen darauf, dass wir in der Zukunft diese Kontakte neu beleben können, eventuell noch weiter erweitern können. Und wenn ich jetzt noch über die 12 anderen Minderheiten erzählen würde, würde das wahrscheinlich den ganzen Tag dauern. Also höre ich lieber heute jetzt auf. Vielen Dank. Dankeschön auch an Sie, Frau Schubert. Ich glaube, es wäre sehr, sehr spannend, über alle noch zu hören und darüber zu diskutieren, aber leider fehlt uns dafür die Zeit. Aber ich glaube, es sind
die zentralen Elemente, die wir schon eigentlich aus Ihren allen drei Statements jetzt nehmen können. Also zum einen einfach diese Identifikation, die sehr, sehr wichtig ist, dass man die Minderheitenidentität wahrt, dass es vielleicht auch schwierig sein kann oder sogar gefährlich sein kann, sich zu dieser Identität zu bekennen, dass es aber trotzdem gerade auch in diesen Kontexten wichtig ist, dass das dann weiter passiert, und zum anderen eben auch die Rolle der Bildung und vor allem auch der Weitergabe der Sprache für den Verbleib der Minderheit. Frau Alber, kommen wir ein bisschen ins Thema der Sprache bzw. der Sprachwissenschaft. Wenn Sie sagen, Ihr Forschungsgebiet, das ist die Rechtsterminologie bzw. die Rechtsübersetzung, was ist denn da so das Wichtigste für die Minderheitensprachen in diesem Bereich? Und vielleicht auch zusammengefasst, was bedeuten die neuesten Entwicklungen, die wir haben, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, gerade auch für diesen Bereich bei den Minderheitensprachen? Ja, also herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ja, aus sprachlicher Sicht kann ich sagen, dass durch unser Autonomiestatut die deutsche Sprache in Südtirol natürlich nach wie vor einen großen Stellenwert hat, sowohl im privaten Leben als auch im öffentlichen. Und das ist natürlich auch gut so, das ist sehr schön. Allerdings ergeben sich dadurch aus sprachpolitischer Sicht auch einige Herausforderungen. Wie Sie wissen, werden in Südtirol sämtliche Verwaltungstexte und so weiter in mindestens 2 Sprachen veröffentlicht, in italienischer und in deutscher Sprache. Und das bedeutet natürlich sehr viel Übersetzungsbedarf, und das wiederum setzt eine sehr umfangreiche systematische Vorarbeit voraus. In Südtirol sind wir mittlerweile über einige Umwege zu einer mehr oder weniger einheitlichen Rechts- und Verwaltungsterminologie gelangt. Und dabei können wir uns natürlich auch einiges von Österreich und Deutschland abschauen, im Gegensatz zu der ladinischen Sprachgruppe beispielsweise. Aber auch das ist nicht immer ganz einfach, beziehungsweise ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Denn auch wenn wir eine gemeinsame Sprache teilen, dann hat natürlich jedes Land seine eigene Rechtsordnung mit seiner ganz eigenen Rechtssprache. Und auch wenn wir in Südtirol in deutscher Sprache kommunizieren, befinden wir uns natürlich nach wie vor im italienischen Rechtssystem und können daher nicht einfach Rechtsbegriffe aus anderen Ländern, eben beispielsweise Deutschland oder Österreich, übernehmen. Oder wir können das nur sehr begrenzt und nach einer sorgfältigen Analyse aus sprachlicher, vor allem aber aus inhaltlich-rechtlicher Sicht. Andererseits macht es natürlich auch wenig Sinn, das Rad für Südtirol komplett neu zu erfinden, und genau da haken wir ein, wir bei Eurac Research am Institut für angewandte Sprachforschung, und wir versuchen hier ein Gleichgewicht zu finden. Und dazu führen wir eine rechtsvergleichende Terminologiearbeit durch. Das heißt, wir gehen beispielsweise von einem italienischen Gesetzestext aus mit verschiedenen Rechtsbegriffen aus dem italienischen Gesetzeswelt, aus der italienischen Rechtsordnung, und versuchen dann zuerst zu schauen, ob es etwas Ähnliches bereits in Deutschland, Österreich oder auch der Schweiz gibt. Und wenn die Rechtsbegriffe dann ähnlich genug sind in den unterschiedlichen Rechtsordnungen, dann können wir die Bezeichnungen, die eben jenseits der Alpen verwendet werden, auch in Südtirol so übernehmen. Beispielsweise ist ein Vertrag immer ein Vertrag oder ein Richter ist immer ein Richter. Natürlich werden vielleicht einzelne Details in den verschiedenen Rechtsordnungen ein bisschen anders geregelt, aber das Grundkonzept bleibt natürlich dasselbe, und deshalb können diese Konzepte auch in verschiedenen Ländern und Rechtsordnungen auch gleich genannt werden und eben auch in Südtirol im Rahmen des italienischen Rechtssystems. Wenn es aber in bestimmten Bereichen sehr große Unterschiede gibt, dann auf rechtlicher Ebene, dann können wir natürlich auch nicht Bezeichnungen aus anderen Ländern übernehmen, weil es dann ganz schnell zu Missverständnissen führen könnte. Viele Beispiele finden sich hier im Schulwesen, im Universitätsbereich beispielsweise, wo eben die Schulstufen unterschiedlich geregelt werden in den einzelnen Ländern beispielsweise, oder wo Absolventinnen und Absolventen einer italienischen Universität nach 3 Jahren Studium den Titel Dottore bzw. Dottoressa erhalten, während die naheliegendste Übersetzung ins Deutsche, nämlich Doktor, in Deutschland und Österreich natürlich ganz etwas anderes bedeutet, und es bezieht sich dort nämlich auf den Titel, den man nach einem Doktoratsstudium erlangt, also nach mindestens 8 Jahren Studium.
das Ziel unserer Arbeit ist es also, das italienische Rechtssystem in die deutsche Sprache zu übertragen. Allerdings ergeben Benennungen wie beispielsweise Questur für Questura, wie es im Südtirol häufig verwendet wird, aus sprachlicher Sicht natürlich relativ wenig Sinn, weil das aus rein sprachlicher Sicht sehr undurchsichtig ist. Es ist eine reine Nachbildung der italienischen Benennung und hat nichts mit dem zu tun, was in anderen deutschsprachigen Ländern, eben Österreich, Deutschland beispielsweise, verwendet wird, auch wenn es dort durchaus ähnliche Institutionen geben würde. Zur Förderung der Südtiroler Rechts- und Verwaltungsterminologie gibt es auch eine eigene Terminologiekommission und diese legt italienisch-deutsche Entsprechungen von Rechtsbegriffen verbindlich fest. Und das ist vor allem für mehrsprachige Gebiete wie Südtirol eben von einer entscheidenden Bedeutung, vor allem auch in Bezug auf Rechtssicherheit. Wie bereits erwähnt, werden in Südtirol Rechts- und Verwaltungstexte in italienischer und in deutscher Sprache veröffentlicht und das ist natürlich auch sehr gut so. Allerdings ist es nur gewinnbringend, wenn auch beide Versionen korrekt, verständlich sind und wenn eine einheitliche Terminologie verwendet wird. Ja, und genau das ist eben unser Ziel, denn ich weiß nicht, wie oft es Ihnen passiert ist, dass Sie die deutsche Übersetzung eines italienischen Verwaltungstextes in den Händen hielten und dann schlussendlich doch auf die italienische Version zurückgegriffen haben, weil die deutsche Übersetzung schlichtweg unverständlich war. Und genau das versuchen wir durch unsere Arbeit zu vermeiden und genau das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Schritt, wenn nicht eine Grundvoraussetzung im Bereich Minderheitenschutz. Und auf die Frage zu künstlicher Intelligenz und Minderheitensprachen, da ist es natürlich jetzt schwierig, eine eindeutige Antwort auf diese Frage zu geben, weil es natürlich immer auch auf die einzelnen Sprachen ankommt. Wenn wir jetzt im Südtiroler Kontext im Deutsch für Südtirol bleiben, dann stimmen Sie mir, glaube ich, alle zu, dass Deutsch keineswegs eine Minderheitensprache ist. Allerdings ist Deutsch nicht immer gleich Deutsch, wie ich gerade versucht habe zu erklären. Es gibt durchaus verschiedene Varietäten und wenn wir jetzt in Südtirol bleiben, dann ist Deutsch, wenn nicht eine Minderheitensprache, dann auf jeden Fall eine Minderheitenvarietät. Und wenn wir von KI sprechen, dann lautet das Schlüsselwort natürlich Daten, Daten, Daten. Und natürlich kommen sehr viel mehr Daten aus Deutschland, aus der EU beispielsweise. Und im Verhältnis nur ein sehr kleiner Bruchteil kommt aus Südtirol. Das hat zur Folge, dass auch verschiedene Varietäten einer Sprache unterschiedlich stark berücksichtigt werden in diesen Modellen. Und das führt dazu, dass wir natürlich durchaus gute Übersetzungen, wenn wir jetzt beim Übersetzen bleiben, durchaus gute Übersetzungen ins Deutsche erhalten, was uns natürlich auch hilft in Südtirol. Allerdings sind diese Texte dann meistens sehr deutschlandlastig, sehr EU-lastig und beziehungsweise verschiedene Varietäten einer Sprache werden ein bisschen zusammengewürfelt und das führt auch dazu, dass Sprachen immer homogener dargestellt werden und dass natürlich auch an sprachlicher Vielfalt eingebüßt wird, auch innerhalb einer einzigen Sprache. Meine Tendenz geht also eher in die Richtung Fluch als Segen, also diese KI-Modelle sind für Minderheitensprachen tendenziell noch eher ein Fluch, aufgrund eben dieser zunehmenden Homogenisierung und ja, nur wenn diese Systeme auch wirklich gut und zuverlässig funktionieren, dann können sie auch sinnvoll eingesetzt werden und das tun sie eben aus meiner Sicht noch nicht. Ja, wir haben gesehen, das Thema Sprache ist zentral und begleitet uns bei den Minderheiten eigentlich immer. Und zwar egal, ob es jetzt um den Schutz der Sprache geht oder eigentlich auch um wie wir unsere Gesellschaft organisieren und wie wir das dann in Sprache ausdrücken, wie es eben Sie für die Rechtsterminologie erklärt haben. Ich glaube, abschließend können wir sagen, es gehen uns die Herausforderungen nicht aus als Angehörige von Minderheiten. Wir müssen auf das Sprachenthema vor allem auch eingehen, vor allem auch in Hinsicht dieser neuen Technologien, mit denen wir konfrontiert sind und wo vielleicht die Mehrheit noch sehr viel stärker ist als dann die jeweilige Minderheitensprache. Und ich glaube, das Zweite, was wir hier mitnehmen können von dieser heutigen Diskussion, ist,
wie wichtig es ist, dass wir als Minderheitenangehörige eigentlich auch zusammenkommen, solche Gelegenheiten schaffen wie heute zum Austausch, denn die Herausforderungen, glaube ich, vor denen wir stehen, das sind ähnliche. Und wenn wir denen gemeinsam begegnen, dann glaube ich, wird es für alle Minderheiten leichter sein, damit umzugehen. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Egregi ospiti, stiamo giungendo alla conclusione di questo evento. Prima di cedere nuovamente la parola al Presidente Kompatscher vorrei fornirvi alcune informazioni organizzative. Al termine dell'evento vi aspetterà un buffet nell'area esterna, sperando che non piova, ma al momento non vedo nessuna pioggia, e comunque il servizio navetta è disponibile fino alle 14:30. Nun, ein großer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der beiden runden Tische, auch den beiden Simultanübersetzern Martina Pastore und Alberto Clò. Und selbstverständlich auch Ihnen, werte Anwesende. Und geschätzte Damen und Herren, nun, Autonomie bedeutet mehr als Sprache, Volksgruppen oder Politik. Sie gilt eigentlich für jeden Einzelnen, die sie füllt und auch dann weiterentwickelt. Möge dieser Tag die Grundlage für vertiefte Zusammenarbeit bilden, im Geiste des Austauschs, der Transparenz und vor allem des gemeinsamen Fortschritts. Und nun, Stima President, a voi la parola. So, es müsste das sein, ja. Autonomie ist Verantwortung, das haben wir heute gehört, ist aber auch solidaritätsfordernd. Ich denke, gerade wir SüdtirolerInnen sollten solidarisch sein mit anderen Minderheiten in Europa. Es gibt eine schöne Tradition Südtirols in diesem Bereich. Es war heute auch ein eindringlicher Appell von Frau Grilsch in diesem Sinne zu hören. Wir tun gut daran, solidarisch zu sein, auch letztlich wiederum zum Schutz der Südtiroler Autonomie, selbst wenn wir gemeinsam dafür arbeiten, mit den anderen Sonderautonomien, auch jene, die nicht den Minderheitenschutzhintergrund haben in Italien, im Sinne der lokalen Selbstverwaltung, aber auch natürlich mit allen Minderheiten weltweit und nicht nur mit den sprachlich-ethnischen Minderheiten, sondern mit Minderheiten insgesamt. Heute danke ich noch einmal für Ihre Teilnahme, fürs Dabeisein. Ich danke im Besonderen auch den Schildbauern. Die verdienen sich einen Applaus. Es hat uns allen großen Respekt anverlangt, dass man hier in der schönen Tracht so lange so stehen kann, ohne einen Wackler. Hut ab, bravo, wirklich. Ich danke allen, die mitgewirkt haben. Ringraziamento a voi tutti i partecipanti che avete accolto l'invito. Ich danke allen, die vorbereitet haben, die jetzt auch noch den Umdruck bestreiten. Ihnen allen danach eine gute Heimfahrt. Nehmen wir von diesem Tag auch diese Idee mit, dass wir gemeinsam stark sind und im Sinne von auch von Uniti nelle diversità, vereint in der Vielfalt, united in diversity. Das funktioniert, wenn man es sich zu Herzen nimmt und auch danach handelt. Alles Gute.